so, da begrächt man für die nächsten NASCAR-Kurs. Wir fahren auf Tour, das ist Frankreich, das ist Richtung Le Mans, von der 170 Kilometer von Lützeburg weg. Das ist dieses Jahr die nächste Novel, wo sie fahren. Das heißt, sie waren schon für 2 Jahre da. Gleich waren sie zu Werner in Holland, und dieses Jahr sind sie zurückgefahren auf Tour. Das ist aber ein Parking, den aménagiert ist von einer Ausstellungshalle. War kein Kurs, du hast dann hast du Parking für das Auto. Ne? Ja, hier sind wir Qualifikation, du hast es auch nicht wie bei den Kursen für tun. Weil der Circuit nur 650 Meter hat, kann ich natürlich nicht 30 Autos mit denen lassen auf die Qualifikation. Und dafür kriegt alle Fahrer 3 Tiere, das heißt ein Abwärmtour, wo dann die Pneu muss sich schnell warm machen und dann 2 gezeigten Tiere und dann für seine Startposition rauszufahren. Hier sind wir Dariana Casoli, das ist dem Gilles Linster, seine Teamkollegin für Cal Racing, war dem Hai abfällt, aber den dann noch gesagt, von Gilles bis rausfährt, möchte sich der Pneu vom Auto nicht warm, aber wie er just ein Tour hat, für den Pneu warm zu machen, hat den dort den Pneu noch nicht den richtigen Grip an, das wird dann noch gesehen in der Qualifikation, kennt hat leider nicht auf die letzte Platz. Ja, weil der NASCAR benutzen sich keine Heizdecken, so dass Pneu wirklich kalt sind. Und dafür war just ein Training, mit dem war bonusfrei. Das heißt, zwischen dem Training und dem Qualifying war ziemlich lange Zeit und den Pneu sich aufgekillt. Wir haben noch gesagt, an der Kehren ist ein bisschen Banking. Das sind ungefähr 18, 20 Grad. Aber die beste Linie ist im Fangel die bannendste Linie. Ja, hier sind in Amerika sind die Ovale schon mehr groß. Hier ist die schnellste Linie, sich der kürzeste Weg, an den hast du schon bannen. Richtig. Für durch, wie gesagt, auch Bausen, weil für die Bausen an der Kehren oben, und dafür hast du auch nicht viel Gummi, das heißt, du hast auch nicht viel Grip. Aber schon nicht viel auf der Kurs, auf der Piste gefolgt, dass die Piste im Fangel, also wie gesagt, oben und die Balke Grip. Ne? Das wird noch einmal gesehen, dass die meisten Autos Bannen fahren. Hier ist den Auslauftour sozusagen. Das heißt, dass er rausgefahren in Abwärmtour 2 Schnelltiere und dafür den ist raus. Ja, da kommt den nächsten, das ist der Visitano. Den Orlo, ob sein, den ist fertig, der fährt schon raus. Da hat man just einen kurzen Abblick von ihm gesehen. So. Und da haben wir den Gilles Linster. Ich habe gesagt, ich habe wie fortfährt direkt mit einem Powerslide für die Hände Pneu ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Und gesagt, noch von der Loan Keier raffiert, über 4. Auto sich ein bisschen 4. Das heißt, der längs nur jetzt einfach für 4 bisschen Grip zu kriegen, für wenn du auf der gezeigten Tour könnt, für dann optimal Februar zu sein. Du hast gesagt, noch, du hast Bausen Beton gemacht, das hat einen anderen Grip-Level wie Bannenpiste. Da wo die mir helfen, also die Grip-Level ist nicht so gut wie an der Piste selber, ne? Wie das Gold Macadam. So geht für hier nun, das ist echt schnell rum. Er hat gesagt, er schon am Vergleich zu seiner Teamkollegin, dass er da viel mehr aggressiv zu Wirk geht. Und das gesagt schon mal bloß Name sehr aus. War doch wahr, sie hat den Cal Racing hat diese Weg doch nur 2 Autos am Depart. Das war der 54, wir melden die am Ariana an der 44, mit Gilles Linster, mit Howard Matthias. Den Drescher ist nicht gefahren, den hat irgendwie Probleme oder so, familiäre Probleme, dafür haben sie den Auto nicht angesehen. So, da sind die 2 Tiere schon fertig. Und bis lo war das die Bestzeit. Wie gesagt, der 4. ist schon raus, das heißt, geht schon alles geschont. Da geht alles am 2. Gang gefahren, braucht just den nächsten Gang für unzufahren, für den Depart am Fangroll. Und da geht 3 am 2. Gang geschaut und bleibt den für den ganzen Kurs am 2. Gang. So. Da sehen wir auch. Könnt ihr noch mehr, normalerweise so rausgefahren. Da sehen wir halt Klassifikation, und du hast die Gilles auf die gut 6. Platz kommen. Aber wenn ihr guckt, da geht es ganz eng zu. Das heißt, die ersten 19 Autos, die leiden innerhalb von 8 Zehntel. Das ist wirklich sich absolut nicht. Du kannst vom Leben nicht mehr davon drehen. Und die Gilles auf der 6. Position als einen guten Zehntel hat der Pole wäsch. So, du hast noch einen anderen Modus, das heißt, sie noch Semifinal gemacht, für ein Fangerklassement aufzustellen für den Kurs.
Und du gesehen, der Gilles auf der dritten Platz. Da sind all Guten, die gut, die auf der guten Position wären am Qualifying, die sind da von vertreten. Sein Auto, weil sie nicht mehr wollten, vorlassen, weil da ein bisschen zu viel ging. Ha gesagt die Lotauten an den Zerei natürlich ass du die Bannenposition schon die besser, weil man den Haibausen ass wie dat den Toio no längs geht an der sebause können den ganz schlecht Banne ran bannen hummer schon gesot ass de seierste weh, dat techt idealerweise as in Hai Bannen positioniert. Dat wird noch gut gesehen um de Perlogin sind de Per so eng speziell Sohn ausgewiesen wohin der Gas gehen Gile guten Depart kann schon direkt eng Position gut machen. Du hast nie den Tom Bohnen, den das bekannt ist im Bullersport an du hast die Gilles Bannen op der Linie der Tchten die besser Karte ha se noch was schon lacht Bausen das natürlich gefeierlich die Musik gucke so schnell wie möglich von den Platz verliert wird nie rankommen. Das kann ihn doch ganz schnell 3, 4, 5 Plätze man nicht verlieren. Also wenn die Bahn fährt, kann nämlich schnell beschleunigen als der Keier leichter, ein bisschen leichter wie Bause, weil ein Auto echt da riecht steht. Und dadurch ist die Bahnlinie am Anfang die idealste. Du gesagt, wie die Trombonen die Bause war nicht racken, weil eben Bahnen keinen Platz möchte, so du aus der Bahn wird nur ein Glück fand. Wo kommt dazwischen fahren? Wie gesagt, wird auch schon 3 Plätze verloren. Die sind noch sich nicht mehr abzuhören. Das Problem ist, wenn sie dann all dieselbe Schlinde fahren, dann können die just lernen, wenn die eben für einen Keier ran und da ist der Keier raus, der Konkurrent führen ein bisschen deckt und dann hofft, dass den ein bisschen quer raus der Keier können, dann mit Schwung lernt zu fahren. Oder wenn die für den Fehler möchte und zu schnell an den Keier geht. Du sagst schon, da geht der nicht nie warum. Philippe, den hast du 4. Und da haben du das Burkina, den als 4 am Generalklassement. Das ist ein guter Pferd für die Gilles, wenn du 4 Lieder im Generalklassement, das möchte Punkten auf die gut. Ja. Wer zwar eigentlich erst du an der Semifinal kriegen sie nach keinen Punkte, sie kriegen 3 Punkte an der Final. Aber bon, egal, ich meine, ein Klassement 4 und die meisten ist immer gut. Das ist gut für die Moral und das ist auch gut für den ob der Start wird Kurs. So, du gesehen, du könntest die Loch lief den op den die wollen das du gesehen die 4. bisschen an dabei möchte ich bisschen Platz ja und der bisschen weiß dat man du hast für den direkt Platz möchte dann dat die Gilles keine Zeit verleiert da das aber ganz legitim das kann immer bei der NASCAR David bei der DTM David dat schon damit du hast das schon richtig du gesehen noch geschwind an typisch NASCAR aus du weißt dann die letzte Runde dass man den weiße Fender geteilt gewesen da wie ist der Lieder du gesehen in dat die letzte Runde hast und dann aufgeweckt das ist Philippe Rabello die Windheit Kurs Gilles geht den guten zweiten den dritte geht der Bucena. Und so ging es dann noch abgestellt her nur für an der Finale, also für die Kurs Samstag. So, das läuft rum. Dann sieht man ein Resultat, Rabello 4, dann Gilles auf der 2. Position, 3. ist die Burkina. 4. so Knauf Racing Team. An Tom Bohnen als 5. gehen. Da haben wir gesehen, den hast von 2 gestartet, die gut die Positionen, die beim Start verliert, nehmen wir ran an der Kurs. So, da ist ein Depart von der Kurs. Du haben sie, wie gesagt, waren 2 Semifinalen, wie das auch heißt. Und die erste Semifinal, die Stunde Band, und die 2. Semifinal, die Stunde Bausen. So, dass dem Gilles den 2. Platz und nicht gerade ideal aus, aber wird wohl der Beste draus machen. Da vorhin sondern der Pacecar für Pneu wärm zu machen. Es waren 5 Aufführungsrunden. Ich habe gesagt, der Pacecar wird extrem los. An dem dritten Tempo kriegt den Pneu noch nicht richtig warm. Ja. Gesagt, dass da war riesige Feld, dass für so einen kleinen Circuit für 650 Meter schmengen einfach knapp 30 Autos im Circuit. Das ist schon nicht so evident. Ich will das Auto laut Position an, das ist mit einer kleinen Band und einer kleinen Bausen. Der Gilles ist auf der 4. Position. Das heißt, dass hier ein Bausen auf der Linie ist, das ist natürlich nicht ideal. Du musst gucken, einen guten Start zu machen und da so schnell wie möglich ranzukommen. Weil das Problem ist, wenn die Autos 100 Meter fahren,
dann das hat wie ein Zug und da können den du links nicht ran bannen hin und dann kann es dem nur weh sein, dass den bis quasi und dann vom Feld zurückfällt. So was hat in Amerika Ball Fall du gesehen. Als Start freigehen, du gesagt die 4 Rebelle, die ganz weit rausgeht, dann du die Gilles schon möchten einen Platz gut und das ist gut positioniert für Banne ranzuziehen. Du hättest den Platz also gehalten, als ob der 4. Platz weiterhin mehr Bannen oder Tisch nicht keinen Platz verloren, was du sich gut hast. Ja, das war ein idealer Start, gebe ich so. Weil wie gesagt, die Bausen nach sind, die gehen ganz gerne noch an der Gericht. Die verlieren dann. Ohne dass sie selbst dafür keine Platz nehmen, just weil sie nicht rankommen. Der Spot ist auch ganz wichtig vom Team, weil, wie gesagt, die kann dann dem Fahrer sagen, okay, du kannst da ranziehen, das geht durch. Das ist schon wichtig, weil die Autos, die sind groß, dem sich das nicht so gut noch handeln. Und zum Beispiel bei so einem kleinen Circuit, wo dann auf Zentimeter nur für ranzuziehen, da muss ich schon Bescheid wissen vom Spotter. Du hast die Geld fest, du hast ihn verbremst. Und du hast auch lang fest, du gesagt, in die Kunden damit stehen, du können sie im Fongol wählen, ob sie rechts fahren oder links fahren. Ja, das heißt, das möchte sich just Sinn für Autos, die mir weit handeln sind, die können da Risiko holen und dann draußen sozusagen gehen. Für dann ganz nach 40 kommen, natürlich bleibt das Risiko, dass sie nicht mehr rankommen, wenn den Start nicht freigehen lässt. Das ist ein Risiko, den ich aber, wenn ich solo ab der 5. oder 6. Platz kann ruhig angehen, weil wenn eine gute Start hat, kann ich natürlich auch direkt auf P1 fahren. Wo gegen den anderen Stopp der 5. Platz oder 6. Platz bleiben wäre, wenn die Bande bleiben wäre. Ja, das ist also das geht oft gemerkt bei so Short-Tracken, für das auch ein bisschen spannend zu machen, für den Hinrichtung, das Gelegenheit zu gehen, auf 4 zu kommen. Du gesagt, den Justin Kunz, den das sich für 5 kommt und der also Bande rankommt, den also auf die 2. Position direkt kommt. Das war sicher ein super Move von dem. Und der Gilles von der 4. Platz im Fongol auf die 7. Platz zurückgefahren. Ja. Weil die Bausenlinie, wenn du ein bisschen schläft an der Bahn, und da kommen da 2-3 ran und dann wird in die Plätze verloren. Ne? Ich muss natürlich dann noch ein bisschen taktisch führen. Der Gilles war relativ weit 4 positioniert auf der 4. Platz. Da geht ihm dann noch vielleicht das Risiko nicht an, Bausen hineinzukommen. Einmal der nächste Crash, ein bisschen mehr groß sind, 4 Autos involviert. Das geht auch direkt gele Fendel an Safety Car. Lo geht drum und du stellst dich aus der Kunde, steht lo rum do. Der Gilles bleibt doch bannen. Ja, da bleibt da ziemlich viel bannen. Du fährt den nächsten Rest, das vom Knauf Racing. Den geringen Automat Schwarz, den du gesagt du hast den Moderator dort gefuhr, den Formel den im TF1 kommentiert. Sie hat neben den Herzsto einen Platz gesichert, für du keine Matze fahren. Das ist auch nicht so schlecht gefahren. Und den hast früher auch schon GT gefahren. So. Das hat die ich gedacht, den an dem Auto sitzt. Ich sehe mal, die schwarz mit blauen Auto, den also rankommen, ja, auf der 3. Position. Das hast du nicht ein bisschen gut gemacht. Der Dolo hat sich gedreht, rumgehen Fendel, und du kannst sich abreihen. Hallo geht der Gilles auch ein Kehl. Wird bei beiden Positionen gut sein. Ja. Du musst natürlich gucken, dass du so schnell wie möglich Banner racken. Wir haben der 5. Platz. Wir sind schon ziemlich out und die Futti sind die 4 schon nämlich viel höher und so. Du hast den Wir lassen der 2. Dann lassen wir außen auf der Linie. Voilà, wir müssen gucken, dass so schnell wie möglich raufzukommen von da aus. Wieso, du hast den Spotter ganz wichtig, den du kannst direkt so hey, voll rauf oder bleib oben, dass ich neben da. Weil ja, an dem Auto gesagt, nicht viel nur an, weil also gut nicht. Und du geht aber schon trotzdem Zentimeter un, und wenn du kannst raufholen oder nicht, der raufholen. Du gesagt, du könntest mal mit der Flandre zusammen. Ja, denn der Flandre wird den von Hand ein bisschen getaggt. Ich meine, der Gilles, du hast quasi auf seiner Linie geblieben. Hat auch da nicht größer verteidigt. Leider kriegt Nava eine Strafe dafür. 5 Strafpunkte war ein bisschen hart Decision aus, also Meinung noch. Aber die muss ich halt akzeptieren. Und du gesehen den Trombone, weil den die Letzten am Tour hast, die kann sich zurückrunden, das ist auch bei den Amerikanern ist das so. Der Tisch, den kann sich immer die selbsten Tour zurück. Ja, das nennt sich der Lucky Dog. Ja, richtig. So, du gesehen, die ist auf der 5. Platz. Und du siehst also mit seinen Manöver für die Bausen zu gehen, nicht gewonnen, aber auch nicht verloren. Da sind Positionen ziemlich bezündet. Auch wenn so jede Fendel ziemlich zum Schluss von der Kurs geschieht, da meinen sie, da hat die Ikone nicht. Ja, das ging nach Single-File, die Perse, oder von sagen wir noch nie fort.
weil sonst ist das einfach ein bisschen zu viel gefeierlich. Mir das schon ein gut Sache für den Kurs ein bisschen mehr spannend zu machen. Ja, das muss ich schon sagen. War bis lo, wenn in den Martinaner Kurs vergleicht, dass die heute Kurs schon mehr spannend gewesen für alles, was wir bis lo hatten an der Saison. So gesehen, nur den weißen Fendel, das will so, das ist die letzte Tour. Du gesehen, der Zoo, die Vierers, die wird die Kurs auch gewonnen. Justin Kunz als Zweiten, der Bonnie Pedro Dritten, Venturi Florian Feierten und Gilas auf der 5. Position. Da könnt ihr so anziehen. Und das wäre die Kurs für Samstags. Wie gesagt, gut 5 Punkte aufgezogen, weil eben die gemeint hatten, die Trennleitung hat gemeint, ja, der Gilles hat dort den Stroß gekreizt und den Gegner blockiert. Ja, voilà, genau richtig. Werde umfangen aber nicht so war. Oder durchstellen wir weg. So, da sind wir Sonntags für die Zweitkurs. Wie Samstags also auch Sonntags ein Halbfinale, Semifinal. Da steht der Gilles Lorem auf der 3. Startplatz. An die Startplatz, die als rauskommen und den Zeiten diese Samstag an der Kurs gefahren sind. Wie der doch normalerweise bei einem normalen Kurs ist. Ne? Da gibt es immer ein paar Impressionen von der Führer, von der Startabstellung. Das ist Ulysses. Du hast den Bonnet, der war auch ziemlich stark. Die Weekend, den Auto ist ziemlich gut angestellt gewesen, das war Brax. Da gibt es immer jetzt schon den Gilles. Du hast den Gilles. Den ich auch da voll konzentriert für die Semi, für die Halbfinale. Mit seinem typischen Helm-Design. War ziemlich gut durchgehört, war ziemlich gut bei die Gel-Kombi passt. Du gesehen den Kunz. Der steht da neben dem. So, du hast den Depart. Du hast den Depart gehen, 109, nicht dann Döbel neben den. Weil das aber trotzdem zu viel gefährlich war. Gilles hat in der 3. Position, konnte eben am Start auch gut verteidigen. Aber das war doch ziemlich einfach, weil sie, wie gesagt, weil sie haben nicht fortgefahren sind, weil sie nicht, dass die in sich beißen müssen, raquetschen oder nicht so. Ne? Da fährt ein Delzover im 4 fort. Dem sein Auto war ziemlich gut, dann den hat er doch gut beherrscht. Doch. Ja, ich kann doch viel auf Darstellungen im Oval, oder? Ich meine, da kann ich aber schon Teamer, die echter gewinnt sind, im Oval zu führen, oder Teamer, die du an der Gegend ihren Haupt sitzen, die haben da schon eine kleine Fehde. Ja, du warst auch zum Beispiel der Justin Kunst, den hat doch, die sind zu Venray, und die haben da 100%ig Ovalerfahrung. Und da hat ich noch gesehen, den Auto, den Luch bannen, den hast du rundherum gefahren wie ich gesagt, der Gilles war ein ne? bisschen später auf der Bremse, ein bisschen weit rausgekommen, das nutzen Gegner natürlich eiskalt aus. Du hast den Flandern, den sich neben direkt. Ja, da sind die 3 an den, du hast ganz schwer dann ins Rand zu kommen. Da könnte noch verliert nicht 3 mehr Plätze. richtig. Das ist eben, wie gesagt, ein Notdeel, wenn ein kleiner Fehler möchte, schnell ankeiert, ein bisschen zu spät bremst, den rausgedrohen und dann profitieren die anderen direkt an den Drüben für beizuführen. Du gesehen, ich habe ein bisschen Zeit verloren, ein bisschen Platz verloren, aber hier können wir verloren bei. Ja, der Risitano für die roten Auto, du gesagt, dass den schon Feindkontakt hat. Ja, die Menge, da an der Keier war den sie noch beigefahren und an der Keierbahn stehen so Pylonen. Und der so im Mattenkrut. Ja. Den hat so gut und du war direkt für die Schutzpass. Ein Auto scheint aber noch zu funktionieren. Ja, ja, das war just, wie gesagt, Polyesterstecker, die fortgeflogen sind. Weil diese Weekend ziemlich viel der Fall war. Weil das einfach ein bisschen nicht immens gut abgepasst ging. Da war auch den Dumaré, den im Fungel am Generalklassement von der Ligue 2 mit 4 war, am Bukina. Ich habe den auch noch gesehen, den De Flandre, das Auto mit der 77 den verteidigt ziemlich aggressiv. Viertel doch sein Lin von rechts auf links. Wir bedenken an der ersten Semifinal, da hat Gilles 5 Strafpunkte, weil anscheinend gegen De Flandre zu hart verteidigt wird. Ich gesehen habe aber nicht, also der Teil gesagt, ob mich mehr schlimm aus. Ja, weil aber kein Stoff. Ja, weil ziemlich viel oft, also ziemlich oft den Spurwechsel. Ne? Final habe ich gesagt, den Dumaré, den zweiten am General, der konnte leider nicht mitfahren, weil an der Elident, da hat der Kuppen so ein heftiger Crash, dass ein Auto so krumm war, dass sie den nicht mehr hingekommen für die Kurs zu fahren. Ja, vielleicht nicht viel zu erklären, es gibt sich schon ein Auto gedeelt, das heißt, den Elident-Fahrer und Elite-2-Fahrer, die teilen sich ein Auto, wenn dann an enger Kurs in einen Accident hört, da kann das sein, dass die Männer sind Kurs, da man das schon gelaufen ist,
bevor sie losgegangen ist. Zu Mosel ha Well, wer dort Mauer direkt no Bayiers und dat gëtt ziemlich schäftsche krechne. Da gesäiten noch wie de Recitano hat de Flandre ass an probéier de weet van der fir lcht. Viel hält han gut mat das unter Gruppe dort drin. Das hat hier schwer Lcht fuhren. Die sind alle ziemlich dieselbischen Tempo. Ja. Das wird dann die 3 Platz verliert. Wie gesagt, von den Lo in Amerika hast du dauert dat an halbe Stunde. Du hat die gut Zeit für sich nach no 40 Klassieren sind dat 30 Runden. Soviel Zeit bleibt du eigentlich nicht. 30 Minuten sind nicht. Sie 77 Tiere Ja. nicht. Weil das nimmen du sie nimmen die Tiere gezählt, die in der gering gefuhr sie gehen. Okay. Die in der gel gefuhr sie gehen, die nicht für Kurs gezählt. Ne? Das heißt, Semifinalen waren 30 Tiere oder 25 Tiere. Und Finale ist Am Final war 50 Tiere. Ja. So, du gesagt dann Resultat Finale will wird. der 6. den Delzo, der gewinnt die Kurs. Ja, und das ist am Anfang noch die Abstellung, wie gesagt, für das Final, weil du gesagt, da steht dann Semifinal, wo der Gilles gefahren ist, die Bannen ja. Gestern stungen die Reihe außen, sodass er aber trotzdem eine gute Chance hat, für Nur 4 zu kommen. nur 4 zu kommen, direkt im Depart. Die sind halt in Trombonen, steht just 100 mit Gilles. Mas Pneuen ist warm. Ja, Dafür gehen noch pur Mate an dem Safety Car gefahren, weil ein Tour hat knapp 17, 18 Sekunden, das geht nicht durch für den Pneu warm zu machen. Dafür gehen da pur mehr gefahren. Gesagt, in der Auto ist an zwei Reihen, an beide Kohlen können sie Gas geben. Wie gesagt, der Gilles Bannen auf der Linie, auf der schneller Linie, kann doch schon direkt eine Position gut machen noch. Du hast natürlich mitten am Feld, das ist natürlich das Risiko von einem Crash immer mehr groß auf wie 4. ja, und du hast doch ziemlich viel gereibert, das heißt, du hast direkt probiert, für Plätze zu verteidigen oder besser für Plätze zu gewinnen. Und da geht schon ein bisschen mehr hart hier. Wieso hast du ziemlich ruhig geblieben? Nee, das wird sich manchmal noch geschwind ändern. Du gesagt noch von den Bällen, ich habe ausgeführt ein bisschen, dass den dann immens Direkt viel Zeit Zeit viel verliert, Meter auf die Gegner für drin. Du hast Gel raus, Gel Fendel raus. Da wird schon irgendwie ein rundherum ein Geschicht sein. In dem Moment nicht am Bild. Aber da wird dann irgendwo schon am Mauer gegangen sein. Ja, du gesagt, Nummer 27. ja. Das verzeiht nicht. Wenn du dran rennt, dann ist meistens der Doppelung so krumm ist. Aber wie gesagt, da steht der Kohn schon drin. Dann gucken Ja. wir, wen dann da draußen auf Lin geht. Von den nächsten Kehen. Der Bukina. Bukina, die geht raus. Dann hast du den zweiten Knauf, der fährt auch raus. Und der vierte Gilles, der fährt fährt auch auch raus. als Dritt. Aber wie gesagt, wenn du so weit hinten bist, wirst du die Chance, du muss ich nutzen. Ne? Ja. Für dann, Du hättest sich nicht so viel zu verlieren. nee, richtig. Du kannst nicht mehr gewinnen. Du gesagt, die Menschen wie den, die möchten immer so ein Szenario da raus, für die Kunden sicher zu können, drinnen zu führen. Ja, das ist auch typisch amerikanisch, da machen sie das auch in Amerika teilweise. Das ist ein bisschen Show. So. Wir sagen, der Gilles ist halt auf der 3. Position von der Bausicherei. Du musst natürlich gucken, den Start da gut hinzukriegen und dann kennt die Position gewonnen. Wie gesagt, wenn du den Kurs aufgebracht hast, dann wären die 6. am Klassement. Ne? So als das so geht das auch Ja, oder gerechnet, wenn Kursen nach dem Safety Car gegen Fertig geführt gehen. Ein Beispiel, ja. Während der 6. Wären die 6. Ne? Aber wenn sie sich angereiht haben, so dafür die Safety Car nach einem Grund. Und dann möchte ich Er gesagt, in Depart frei. draußen, da sind natürlich viel mehr Auto wie Bannen. Das hat ihr gut gesehen am Bild. Ja, weil wie gesagt, Bannen nach immer die beste Linie ist, ne? Wenn Wir du haben da- 5 Auto draußen, dann haben wir die ganze Rest mal als Bannen. Ja, wenn du noch kein Lach sich update, dann ist ein bisschen durch schlecht drin, ne? Da kann man sehen, dass die bis ganz an hin könnt. Ja, da rappelt ihr doch schon nicht. Ja, das ist natürlich so eng. Ich meine, für die Position gut zu machen, ohne Feindkontakt, dass das quasi unmöglich ist. Ja, das Für die Leute den natürlich von den ganz 4 fährt. Den nächsten, wie gesagt, der kann ja in Tempo 4 gehen. Den hast du meistens nicht am Gerangel, der kann dann auch immer fortführen. Der hat noch an der Kurse für Druck gesehen, mit dem Rabello, der fortgeführt ist. Und Ola Hayo hat den nächsten ein relativ großer Avance abhandeln. Ja, So. den zweiten und dritten, die guten Jantor. Du hast den Venturi, den hat man Bonnet, sind die nicht lernen Schnee kommen. Und die zwei, die kann ich dann noch vergessen, weil den Auto so geschädigt für
dass der muss rausfahren, weil das gibt viel Stecker verlieren. Kennt die Safety kann natürlich nicht sein. So, lo setzen sich um op entweder rechts oder links, da fährt der Bouquet dann Enker raus, wie auch schon. Hier bleibt der Gilo bannen. Hast du 100 Tombonen. Ganz anderen gesagt, den Italiener hat geht Bausen natürlich. Und den Stefan Kunz auch. Einfach für zu riskieren, für zu hoffen, auf jetzt kommen durch den Move. Hat gesagt, den Italiener hast du jetzt neben dem Gilles. Die 2 G-Laute bei ihnen. Total Racing. So, und du hast den Delzo aus dem 4. Wie gesagt, den hat ein ganz guten Auto und hier war auch ganz gut abgelöst, die Weekend, so dass die 2 Sachen gut bei mir gepasst haben. Du gesagt, wie die Auto schon futti sind, bei der Menge fehlt Tannen-Apps, bei den Männern fehlt 4 Apps. Du hast einen Tombon, den wird verbremst. Ja, das ist noch ein Mauergang. Das ist noch ein Mauergang, wird der Schwung verloren, mir trotzdem geht aber noch immer durch, für Gilles zu bleiben. Für den Moment. Ja, der Gilles hat direkt 100 Tombonen. Wie wenn den so Probleme hat mit Bremse, wenn immer Rad blockiert oder so, dann ist das nicht gut. Weil die Kurs ist aber trotzdem lang und wird gut warm. Da dreht es schon weg. Das wird 50. Aber die kann vom selber nun und dann möchte den Keier, da kann den drin durch rausfahren, wo normalerweise rausgeflogen ist. In diesem Fall muss natürlich aufpassen, wo noch Piste fährt. Richtig. Für die Schnellautos nicht zu hindern. Aber da haben sie doch klar vergelost, da haben sie nicht die gelbe Fendel gewesen, weil das keine Situation war, wo so die nur gefeierlich wäre. Das möchte Spaß hat zu gucken. Gingen die Autos noch gern, ich habe mir einen größeren Oval gesehen. Wo dann noch amüsiert wäre, Eurospeedway lausi, dass ja, wenn ich mich nicht irre, den einzigen richtig großen Oval an Deutschland, ja. Quasi an Europa, den in Dave aus Amerika auch kennt. Wie weit du hast, den hast schon lange nicht mehr gefolgt, dort den Boden rumbremst blockiert. Und du hast eigentlich auch gelbe Fendel. Ich meine, du hast am Mädchen den geschieht. Und da positionieren sie sich rum, denke ich, das ist den Restart. Da geht den Philippe raus. Tombone noch an Giloch. Der Giloch. Das Feld ist schon viel mehr klein gehen, weil die schon den Auto nicht mehr dabei. Die hatten technische Probleme und noch, wie gesagt, ziemlich viel Mauerkontakt. So, da gesehen der Restart. Da kommen dann eigentlich schon rum, 2 Stück oder so nicht in den Nähen. Ja, das nächste Tombonen involviert, also den hat viel Feindkontakt an dieser Kurs und das war natürlich schon gut für den Gilles, den du durch 2 Positionen gewonnen hat. Das ist nicht gelbe Fendel. Ja, aber was da war, also fahren sie an der Nähe fort. Sie riskieren sie das nicht, für eine Nähe fort zu fahren. Das war just war, weil die Runde just angefangen werden, um gelbe Fendel, hat die Runde für Druck gezählt. Und da war der Gilles den 8. und du fährst noch den 8. Ne? Das war der 5. Ja, war der 5. klassiert und nur dem Accident, mir war den Tour für Druck gezählt hat, da waren den 8. und dafür als 8. da, 4. da. So, du hast die letzte Tour. Der Zoo aus dem 4. Die wird die Kurse auch gewonnen, selbst wie Samstags. Samstag hatten die auch gewonnen. Ja, für Championat ist das natürlich ein guter Affair. Da wird dann aufgewinkt. Und dann hast die Weekend am Fongel von Tour für den Gilles fertig. Der Gilles kommt auf die 8. Position. War am Fongel ganz gut Resultat, weil über die 2D, muss ich sagen, nur ziemlich viele Punkte abgeholt. Und ja, im Gesamtklassement ist der Gilles auf der 6. Position mit 200 Punkten. Und da ist sich auf der ersten Platz ist der Delzo, den ist ein bisschen fort. Aber die Positionen direkt hand die sind ganz eng bei ihnen. Das geht aber nicht mehr drauf. Das ist nicht mehr drauf.